Mark Sway, Severina. Du, Vujo Gavric, jetzt haben wir uns extra etwas vom Thema her für die Frauen überlegt, oder? Am Freitag. Ja, natürlich. Es ist immer gut, Frauen, die Ladies sind mit mir. Yoga. Yoga ist geil. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Gut, das Thema kommt ja nicht von uns selber, ja. Habt ihr es gelesen diese Woche? Zürcher Yogalehrerinnen wollen mit Yoga offenbar Gewalttäter in Gefängnis therapieren. Eigenartig, was haltet unsere Runde von dieser unkonventionellen Idee? Gehen wir mal zu den Sportler Roger Federer, so Yoga als Mittel gegen alles Schlechte. Ja gut, oder? An diesen Kurs melde ich mich dann auch an, oder? Sollte ja gut sein für den Rücken. Nein, ganz im Ernst, oder? Yoga, das wäre etwas für ein Stan, oder? Ein Sport, den du nicht kannst verlieren, oder? Andere Stimmen vielleicht. Ein neuer Weg im Umgang mit Verbrechern. Yoga, der richtige Weg. Nationalrat Christoph Mörgeli. Schauen Sie, auf das kommen doch nur wieder die Linken. Was kommt als nächstes? Mikado für Einbrecher? Es langt langsam, oder? Warum soll der Bürger uns teure Kraftstudio nicht gerade ins staatlich finanzierte Gefängnis, Fitness? Dort gibt's Yoga und Kickboxen. Fürs Jahresabo muss man dann auch nicht 900 Franken zahlen, sondern kannst einfach einen umlegen, oder? Der Staat macht das Gefängnis zu attraktiv, verstehen Sie? Viel zu attraktiv. Sie, Herr Mörgeli, da kommt mir gerade ein Witz in den Sinn. Herr Köppel, bitte. Wissen Sie, was ein Häftling, gut, der Doriani auch für Sie, was ein Häftling, der Yoga macht und Gefängnis zum Essen bekommt? Keine Ahnung. Yogi, Trink und Brot. Gut, um was geht's? Yoga ist für einen Mann so etwas wie eine Höchststrafe. Die Weltwoche weiss, in den USA hat man das Experiment auch schon durchgeführt. Resultat, Männer betteln sogar freiwillig darum, dass sie Isolationshaft bekommen und gar keinen Kontakt mit keinem Mitmenschen mehr haben. Nur damit sie nicht den Yoga-Lehrer treffen. Der Yogalehrer ist Ja, schon, aber meine Frage ist gleich, oder? Yoga, so ungesund kann es ja nicht sein, Ständerat Felix Gutzwiller. Gut, aus Sicht von der Präventivmedizin sind wir schon auch kritisch. Yoga macht Männer unruhiger, vor allem wenn der Yogalehrer eine Frau ist, um die 20, blond und durchtrainiert. Also Yoga für Politiker zum Beispiel keine Option, Christoph Blocher. Pfig, das Yoga, Doriani. Wenn ich meine Mitte muss suchen, dann lande ich zuletzt noch bei der FDP. Zum Schluss noch ganz eine andere Meldung. Diese Woche noch gekommen, oder? Anfangswoche. Letzte Freitag haben wir ihn hier noch gefeiert. Diese Woche ist er ohne Strom, der Philae auf dem Planet Tschuri. Es ist wieder still geworden um die Mission Rosetta. Der Strom ist weg. Schade eigentlich für die Forschung, Herr Mörgeli. Ja, auf dem Mond sind sie geflogen, auf dem Komet können sie fliegen ohne Strom. Das schaffen sie alles, aber im SRF all den Strom abstellen, das bringen sie nicht fertig und das regt mich einfach auf. Zum Glück ist Freitag.